Hallo Handbook Germany Community. Wenn sich ein Kind komplett zurückzieht oder anfängt, Gewalt anzuwenden, gegen sich oder andere, fragen sich Eltern und Familienmitglieder, was mit ihrem Kind los ist. Darüber sprechen wir mit Sozialarbeiterin Tina Poolfürs. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, die Veränderungen von Kindern sind sehr vielfältig. Also jedes Kind ist unterschiedlich und individuell. Die einen zeigen, wie du schon einleitend erwähnt hast, eher Wutausbrüche, zeigen eher gewaltvolle Handlungen. Einige isolieren sich, sind eher zurückhaltend, sprechen kaum noch. Ähm, Einige haben eine ganz geringe Frustrationstoleranz, das heißt, sie können zum Beispiel nicht verlieren, ne, oder sind überhaupt nicht kritikfähig. Es gibt ganz unterschiedliche Veränderungen, aber wenn, ich sage mal, vom Zustand, wie man sein Kind kennt, auf einmal eine große Veränderung eintritt und man sich denkt: So kenne ich mein Kind eigentlich nicht“, dann sollte man, ich sage mal, hellhörig werden. Was können Ursachen für dieses Verhalten sein oder diese Veränderungen im Verhalten? Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Also es können zum Beispiel Veränderungen im Leben sein. Zum Beispiel ein Geschwisterchen kommt oder Umzug, der Verlust einer nahestehenden Person. Es können aber auch Sachen sein wie überfordernde Situationen, zum Beispiel im Schulkontext. Ähm, Banales Beispiel, die Aufgaben werden nicht verstanden. Man fühlt sich überfordert, man ist schnell frustriert, man hat keine Unterstützung. Es wird so ein Leistungsdruck erzeugt. Na, dann weiß man nicht, wohin damit, mit den ganzen Gefühlen. Und dann kommen sie auf einen, ich sag mal, nicht normalen Weg raus, ne, sondern durch Frustration, Wutausbrüche, Gewalt. Das kann auch sein. Ähm, Es kann aber auch sein, eine einfache ich sage mal, Nichtbefriedigung von Bedürfnissen auch, ne? Wenn immer Bedürfnisse nicht also ignoriert werden, dann kann das auch zu Veränderungen führen, weil man immer zurückstecken muss oder nicht verstanden wird. Wie gesagt, es sind wirklich viele verschiedene Ursachen. Sie werden jetzt nicht irgendwie bösartig geboren, sondern sie möchten gerne kooperieren. Und manchmal sind aber die Umstände oder irgendwas, was sie belastet, hindern sie daran. Ne? Und sie können es einfach nicht quasi anders in dem Moment ausdrücken. Und was können Eltern oder Erziehungsberechtigte tun, um ihren Kindern in solchen Fällen zu helfen? Also egal mit was, das Kind ernst nehmen. Zuhören und gemeinsam überlegen, was kann man tun. Die Kinder abholen. Ja? Nicht über sie entscheiden, sondern mit ihnen Dinge entscheiden, gerade wenn es um die Kinder geht. Wenn man merkt, man kann mit dem Kind gar nicht sprechen, es macht wirklich komplett dicht, man kommt nicht mehr ran. Oder man selber kann mit dieser Art und Weise, wenn zum Beispiel aggressiv ist, nicht umgehen. Ne? Man möchte ja auch nicht seinem Kind noch mehr schaden. Dann kann man sich auch Unterstützung holen. Und das ist voll in Ordnung. Wenn man jetzt sagt, man wendet sich an das zuständige Jugendamt, dann ruft man da erstmal an, wird vorstellig und bekommt genau eine Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter, mit dem man erstmal in den Dialog geht. Und dann wird geschaut, was braucht es jetzt? Braucht es vielleicht eine Familienberatung? Ne? Braucht es jetzt eine Familienhilfe, die in die Familie kommt? Braucht es eine Familientherapie? Oder vielleicht auch nur eine Betreuung für das Kind, nochmal individuell aufs Kind gezielt. Ich habe manchmal das Gefühl, einige sind in Sorge, dass dann schlecht über einen geurteilt wird, so, ach, die schaffen es halt einfach nicht ohne Hilfe. Oder auch in Sorge sind, oh nein, dann wird vielleicht mein Kind weggenommen. Das ist nicht so. Also ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht, weil immer darauf bedacht ist, dass es der Familie gut geht und die Familie zusammenbleibt. Und meine Meinung ist, sich Unterstützung holen ist eine Stärke. Ähm, Ja, wir haben genau, auch auf unserer Webseite eine Zusammenfassung von ganz vielen Beratungsstellen in ganz Deutschland. super. Dankeschön für das Interview und danke, Tina Poolfürs, dass du heute bei uns bei Handbook Germany dabei warst. Mhm. Und weiterhin alles Gute für dich, für deine Arbeit und auch für die Kinder, mit denen du zusammenarbeitest. Ja, vielen Dank, ebenso.